wünschen euch ein glückseliges neues Jahr. Am Kopf allzeit ein schönes Haar. Alles Glück auf der Welt und ein Beutel voller Geld. Daneben ein Gesund. Zum Hassen kein Grund. Im Herz Lieb und kein Neid. Eine Harmonie und gut sein, kein Streit. Allzeit Menschen, die mit einem gehen, die in Not und Angst auch zu einem stehen. Vom Herrgott drum am reichen Sinn und auf Erden ein friedvolles Leben. Wir wünschen euch allen glückseliges Sein, solang euch der Herrgott das Leben verleiht. Solang euch der Herrgott das Leben verleiht. Wir wünschen der Hausfrau viel tausendmal Glück, ja, dass sich kein Kinderl sein Haxel abriegt, ja, dass sich kein Kinderl sein Haxel abriegt. Wir wünschen dem Hausherrn einen goldenen Wurm, ja, dass recht wirklich in Himmel konform, ja, dass recht wirklich in Himmel konform. Wir wünschen die Dirndl eine goldene Stirn und auf jeder Staffel eine goldene Wirn und auf jeder Staffel eine goldene Wirn. Wir wünschen die Burma einen Krug voller Wein, ja, dass sie recht fröhlich und lustig mögen sein, ja, dass sie recht fröhlich und lustig mögen sein. Wir wünschen euch allen glückselige Zeit, solang euch der Herrgott das Leben verleiht. Solang euch der Herrgott das Leben verleiht. Ein gutes neues Jahr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher des heutigen Abends, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Bernhard Mitkohl, ich bin der Vorsitzende vom Bürgerverein Oberhausen und darf die Begrüßung natürlich auch im Namen der Mitveranstalter vornehmen. Ganz herzlich darf ich den Herrn Pfarrer Eichinger als Hausherrn hier begrüßen und mich schon mal gleich vorab bedanken, dass wir heute wieder in dem Pfarrsaal sein dürfen mit dieser Veranstaltung. Danken darf ich aber auch gleich den Mitveranstaltern, die heute den Abend vorbereitet haben und durchführen. Der Pfarrgemeinderat hier der hiesigen Pfarrei St. Joseph Rheinhausen hilft tatkräftig mit und ist Mitveranstalter. Sie sehen jetzt hier im Saal relativ wenig von den Pfarrgemeinderatsmitgliedern, die sind nämlich alle ganz fleißig in der Küche beschäftigt und sorgen hier für die Bewirtung mit Getränken und Essen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank vorab. Und begrüßen darf ich natürlich auch meine Mitglieder des Bürgervereins Hausen, die insbesondere dann beim Aufbau und Abbau aktiv geworden sind und bei der sonstigen Vorbereitung. Und nicht zuletzt die wichtigsten Akteure des heutigen Abends, nämlich Trachtenverein Regensburg-Stamm an der Spitze Erich Tahil, der in allen Funktionen als Sänger, als Tenorhornspieler und als Moderator heute hier den Abend vorbereitet hat und gestalten wird. Euch allen ein herzliches Dankeschön für den Abend, den wir erleben dürfen und schön, dass wir es wieder zusammen so machen können.
Begrüßen darf ich natürlich Sie alle, denn ohne Ihr zahlreiches Erscheinen wäre der Abend nicht schön und würde auch nicht stattfinden können. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich da sind und dass Sie wieder alle Plätze soweit ersichtlich gut gefüllt haben. Begrüßen darf ich auch die Mitglieder Trachtenverein Regensburg-Stamm und Trachtenverein Alpiner Verein Regensburg und auch natürlich alle anderen Gäste, insbesondere die, die aufgrund der Vorankündigungen in Medien hier erschienen sind. TV Aktuell ist ja da, die anderen Redaktionen aber haben auch unsere Vorveröffentlichungen übernommen. Einen kleinen Hinweis darf ich noch geben, Sie sehen neben der Kamera von TV Aktuell hier vorne auch zwei Videokameras stehen. Der Herr Schertler möchte die heutigen Abend aufnehmen und uns dann für die Vereinszwecke, insbesondere den Trachtenverein Regensburg-Stamm oder wenn Bedarf ist, den einzelnen Musikgruppen zur Verfügung stellen. Mitwirkende des heutigen Abends darf ich erwähnen, Trachtenkapelle Regensburg-Stamm, Stubenmusik Regensburg-Stamm, die Familie Glas mit Freund De Horglichen und dann als Sondereinlage zwei Schauspieler, nämlich der Herr Berthold Pirzer und der Herr Erasmus Gehlharz, die uns mit einer besonderen Einlage überraschen werden. Die Sternsinger haben sich auch angekündigt und damit bin ich mit meiner Begrüßung fast schon am Ende. Ich darf aber noch danken der Frau Meier von der Firma Steinmetz-Meier, die wieder die schöne Tischdekoration zur Verfügung gestellt hat. Und als organisatorischen Hinweis darf ich darauf hinweisen, dass wir nachher wieder eine Pause machen, sodass Sie ein zweites Mal zur Bewirtung gehen können und sich auch wieder Nachschub bezüglich der Getränke holen können. Wir bitten natürlich um entsprechende Aufmerksamkeit. Manche Musikstücke sind ein bisschen leiser, insoweit wäre es ganz nett, dann die Gespräche auch einzustellen. Und ich danke jetzt noch am Schluss, ganz wichtig, Ihnen allen, nämlich dafür, dass Sie nachher großzügig spenden werden. Sowohl die Sternsinger werden nochmal sammeln. Ich habe schon gehört, die sind hier in Rheinhausen zurzeit sehr erfolgreich unterwegs und da wollen wir natürlich noch ein bisschen was mithelfen. Und natürlich wollen wir selber als Veranstalter nochmal sammeln. Wir spenden den Erlös bekanntlich auch immer im Nachgang. Und zwar haben wir uns entschieden, dass das diesmal zur Hälfte an die Pfarrei geht fürs Kinderhaus und die andere Hälfte kriegt der Trachtenverein Regensburg-Stamm für die Vereinsarbeit, insbesondere für die Jugendarbeit. So, jetzt habe ich genug gesprochen, jetzt kommt der eigentliche Teil des Abends, nämlich der künstlerische mit Musik und Geschichten. Und da wünsche ich viel Vergnügen.
Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Grüß Gott, ihr Leut von fern und nah. Die Sternsinger sind wieder da. Wir künden euch von dem, was einst geschah zu Bethlehem. Christus der Heiland ist uns geboren. Suchen will er, was mit uns verloren. Er liebt uns alle, ob arm oder reich. Glaubt es uns, er liebt auch euch. Christus möge im Hause hier wohnen. Für jede Wohltat wird gleich ihn belohnen. Er segne dies Haus, er möge es führen. Das schreiben wir heute an der Häusertüren. Die Weisen vom Morgenland suchten die Sterne und sie fanden Christus den Herrn. Wir finden ihn heute in Frankland an, so bitten wir euch um euer Erbarmen. Habt offene Hände zum Helfen bereit. Groß ist die Not in heutiger Zeit. Gedenket auch derer, die Gott noch nicht kennen. Helft, dass sie bald seinen Namen nennen. Christus segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Die Liebe sei mächtig, der Hass sei verbannt. Das wünschen die Weisen aus dem Morgenland. Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Also ich fange an mit einem Gedicht über die Hollerstauer. Also übrigens die Pflanze vom Jahr 2024. Ist der Garten noch so klar? Und wie es bei uns ist, voller Stor. Da hinten an der Gartenmauer ist noch ein Platzl für eine Hollerstauer. Der Holler ist fürs Haus ein Segen. Bei den Altvordern ist das schon so gewesen. Im Juni, wenn der Holler bleibt und die Sonne am höchsten steht, das ist die allerschönste Zeit. Bloß schade, dass das nie lang so bleibt. Da gibt's Hollerkirchen und ein Hollerweih, das alles schmeckt so gut und so fein. Aber eine Pracht ist um die Zeit, die Hollerstauern hinten an der Gartenmauer. Im September geht noch das Annermiedl in den Garten und zupft Hollertier.
Fürs Holler Mus und für'n Saft, der ist gesund und voller Kraft. Und bist im Winter mal krank, dann nimmst du Schollen voll Hollertrunk. Gewiss wär's bald wieder pumperl gesund, die Windgeher wie aus dem Grund. Unsere Vorfahren haben schon allerweil kennt und da jetzt Gesundheitswächel nennt's. Am Holler ist nix Giftiges dran, der kann auch jeder eine Krankheit an. Drum wird das Sprichwort noch lang überdauern, ein Hut muss ziehen vor jeder Hollersteuer. Und jetzt ist heut Wintermorgen, alles ist verschneit. Jetzt sind wir der Welt verloren, auf lange Zeit. Kein Mensch ist mehr Hafervieh auf unserer Höhe. Sport pfeift der Babyschwing, Stier fliegt der Schnee. Kein Mensch ist mehr Hafervieh auf unserer Höhe. Stark pfeift der Babyschwing, Stier fliegt der Schnee. Es wird dir gar lang der Tag, so ganz allein. Wenn niemand die anhören mag, wir Wald und Sturm. Da machst als ob sei schneit da, jetzt leider zu. Da machst als ob sei schneit da, jetzt leider zu. Da wirst nachher selber stark in der Ruhe. Da machst als ob's einschneit da, das Herz leider zu. Und Fenster sind ganz verschnien, siehst kaum mehr raus. Wo sind denn die Vögel blind, statt ist ums Haus. Da ruft man dann enger zusammen, nichts tut sie rühren, und nichts bringt uns außen dran, außen Seelen. Da ruft man dann enger zusammen, nichts tut sie rühren, und nichts bringt uns außen dran,
Draußen Senior. Es ist so dunkel. Oh, es ist dunkel. Jetzt wird's hell. Oh. Diese kalten, rauen Nacht. Wo nur der Meister bleibt. Wo bleibt denn nur der Meister? Berchtold, Oh, Meister, komm! hier bringe ich eure Kreuzer. Oh! Oh! Aber es ist noch nicht so weit! Es ist noch nicht so weit! So weit ist es noch lange nicht. Kommt her! Kommt her, Meister! Ja, noch ist es nicht so weit, denn die Menschen sind ein fürchterliches Volk. Ein fürchterliches Volk, die Menschen! Seid nicht so streng mit ihnen! Nehmt Platz, Meister! Was ist denn mit den Menschen? Tut nicht so. Sie bekriegen sich, sie bestehlen sich und habgierig und neidisch dazu. Aber so war es doch schon immer, in früheren Zeiten schon! Nein, Perchtold, früher war es noch nicht so. Doch, es war so. Oder? Mir scheint, die Welt ist in Schieflage geraten. Oh nein. Aber das war doch schon immer schon, dass wir in Schieflage sind. Sag mal, warum verteidigst du die Menschen? Eure Widerworte wühlen mich ganz auf. Nehmt ihr mich überhaupt ernst? Doch natürlich nehme ich am Ernst, Meister. Aber die Erde ist vor über 4 Milliarden Jahren entstanden und da ist eben nicht alles glatt gelaufen. Dass die Erdachse gekippt ist, war wohl nicht beabsichtigt. Aber das Ergebnis ist doch nicht so schlimm. So versteht ihr also meine so gemeinte Schieflage? Ja, aber ist es nicht so? Nein, ganz und gar nicht. Mit Schieflage meine ich die Bosheit und die Hässlichkeit der Menschen untereinander und zu den Tieren, der Natur. Am Respekt und der Achtung, davon mangelt es ihnen gewaltig. Gott. Aber Mich ärgert das Betragen der Menschen. Sie sind schlecht zueinander. Aber versteht ihr denn nicht? Schaut doch in diese lieben Kinderaugen, in diesen Mensch, schaut sie doch an. Wenn ihnen niemand hilft, dann werden sie es ja wohl kaum schaffen. Wir müssen ihnen helfen, denn alles hängt mit allem zusammen. Die Natur ist ein komplexes Konstrukt. Ich denke, ich habe noch nicht so recht hingesehen. Wie meint ihr das? Ganz einfach. Durch die Schieflage der Erde, oder besser gesagt, durch die gekippte Erdachse, gibt es die Jahreszeiten. Und um hier ein wenig Ordnung zu schaffen, haben die armen Menschen dazu die Zeitrechnung und den Kalender erfunden. Und wenn die Erde die Sonne einmal umkreist, umkreist der Mond die Erde 12-mal. Das ist ja schon hinreichend bekannt, oder? Haha. Und die Menschen haben den Anfang eines Mondes immer mit dem Neulicht begonnen. Und
das wurde von den Ältesten angegeben und konnte somit nicht von Willkür beeinflusst werden. Das Neulicht beginnt in der Nacht nach der absoluten Dunkelheit des Neumondes. Hört, hört! Ja, und vom Neulicht zu Neulicht braucht es 6 mal 29 Tage und 6 mal 30 Tage. Und nach 12 Umkreisungen ist ein Sonnenjahr geschafft. Welche Erkenntnis! Ja, jetzt hat aber ein Mondjahr mit 12 Monden nur 354 Tagen. Das Sonnenjahr aber hat 365. Haha. Das Schaffenswerk der Menschen kann ja nicht so passen. Ja, die Menschen haben aber die Erde, den Mond und die Sonne nicht erschaffen. Aber durch ihren Drang, immer alles verstehen zu wollen, haben sie durch ihre Einteilung diese Nichtigkeit entdeckt. Ja, ein Unterschied von 11 Tagen und 12 Nächten. Aber mir scheint, Meister, nicht nur ihr habt einen Schluck aus der Quelle der Weisheit genommen, sondern die Menschen auch. Was wollt ihr damit andeuten? Naja, mit dem Mond zur Zeitzählung sind die Menschen zwar besser klargekommen, er ist ja auch nicht so weit weg wie die Sonne. Kleiner Scherz von mir, Meister. Aber dass das mit der Sonne nicht so recht zusammenpassen will, haben sie doch auch gemerkt. So dumm sind die Menschen nicht. Und das wäre wohl einfacher gewesen, wenn die Achse nicht gekippt wäre. Aber nun gut, das ist nun mal so. Ja und? Ja, und die Menschen haben eben nach den 12 Monden einfach noch 11 Tage und 12 Nächte angehängt. Und schon läuft es wieder rund. Und so sind diese 11 Tage und 12 Nächte zu den Tagen zwischen des Jahres geworden. Eine Zeit, in der sich die Welt neu ordnet. Eine Zeit, in der Unmögliches möglich ist. In einer Zeit des Friedens und der Ruhe. Die Nächte weichen immer und immer mehr dem Tage. Ja, und diese Nächte werden Rauhnächte genannt. Und auch die Menschen spüren die besondere Magie dieser Zeit. Hoffentlich ist es doch unsere einzige Möglichkeit, ihnen ein bisschen Anstand beizubringen. Aber warum wollte diesen armen Menschen eigentlich immer Furcht und Schrecken einjagen? Warum? Wie oft muss ich es noch sagen? Weil es notwendig ist. Aber wurden darum in alten Zeiten die Rauhnächte geschaffen? Ich denke schon, dass dahinter eine höhere Absicht steckt. So soll es sein. In diesen Nächten nämlich können Tiere die menschliche Sprache sprechen und in die Zukunft sehen. Geister ziehen umher und Unerklärliches geschieht. Die Erde ordnet sich neu. Vergangenes soll Vergangenes bleiben. Es wird Platz und Raum für Neues geschaffen. So erhalten die lieben Menschen doch eine gute Gelegenheit zur Einkehr, Besinnung und Ruhe. Die Möglichkeit, Streit und Zwietracht beizulegen und sich von ihrem Alltag zu erholen. Ganz im Einklang mit der Natur. Ja, das sind die Rauhnächte. Jetzt wäre Musik schön.
mit Licht geht alles besser. Oder, Heike? Ja, jetzt will ich euch zu unserem nächsten Musikstück eine Ansage gemacht, dass die Drachtkapelle spielt, dann ist das jetzt was Ungewöhnliches, haben wir noch nie gemacht. Wir spielen halt Musik, manchmal singen wir dazu. Wir spielen jetzt ein Stück von Thomas Koschat. Ein Kärntner, der 1850 bis 1950 gelebt hat und hat viele Sachen geschrieben, so in der Zeit, wie es im 19. Jahrhundert waren, in der Tradition, Herzog Johann, Herzog Max in Bayern. Und vor einem Lied, da lese ich jetzt den Text vom ersten Teil von der ersten Strophe praktisch vor und dann spülen wir das einfach einmal drauf. Da heißt es in dem Text drin, wenn's kein Schnee mehr aber schneit und der Kirschbaum Blätter treibt, wenn die Bienen umsund und die Schwalben wieder kommt, wenn die Teufel geschamikiert und der Tauberer Herzweg spürt, gell, das ist die schöne Zeit, die auch uns zwar gar so freut. Jetzt, wenn einer das Lied kennt, kriegt er sofort ein Freibier. Oh, das ist gefährlich. Nach den ersten 4 Takten tut sich
brennt's ein bisschen und tramp ein wenig. Stockfinster her schaut auf eine Höhe. Ich hab a so ein saudums Gefühl. Der Mondschein scheint beim Fenster rein. Da kommt der schier gleich anders sein. Es ist wirklich wahr, es ist ein Graus. Ich fürcht mir in meinem eigenen Haus. Und hinterm Ofen die Schwarzkatz, die schnurrt und lurt jetzt auf den Ratz. Und in der Hütte draußen der Hund, der heult jetzt schon eine geschlagene Stund. Und auf dem Stummboden dort ein Pfleg, die hupfen nieder und auf die Höhe. Unter der Bank, da wispert Mais und tanzen dumm im Kreis. Im Heiselgrund, da wohnt der Geist, der Kleid so gern in Hintern beißt. Der fette Spinner spinnt ein Netz, mit'm Besen reibt ums Haus ein Hetz. Im Kammerrin, da ist ein Gespenst, das nicht vom Bett durchweg erkennst. Im Türstock drin, in einer Tour, da schlagt und schnackelt Totenuhr. Im Stall ein Trut ein Gasbock druckt, der plärt und meckert wie verrückt. Das ist doch schon eine wahre Schand. Entschuldigung. Der plärt und meckert wie verrückt, ein Nacker zwei bringt umeinander. Das ist doch schon eine wahre Schand. Der Teufel hockt ihm rauf und drin, der hat ganz gewiss nichts Gescheites im Sinn. Ihr lieben Leid, es ist ein Graus, es spukt in jedem Bauernhaus, in jedem Dorf bei uns im Wald. Geister sitzt mancherlei Gestalt, da lichten's und treibt Schabernack, nicht bloß bei Nacht, nein auch beim Tag. Es ist wirklich wahr, es ist ein Graus, ich fürcht mir in meinem eigenen Haus. Was ist mit euren Kreuzern? Ja, die Kräuter in diesen Rauhnächten. So wollen wir jetzt beginnen. Was habt ihr alles drin? Wacholder, Thymian, Salbei, Lorbeer und Rosmarin. Und weiter noch Beifuß, Kamille, Melisse und Minze. Fehlen dürfen auch nicht das Johanniskraut, Lavendel und Rosenblüten. 12 Kräuter. 12 Kräuter für 12 Nächte. So wollen wir beginnen. Ehrwürdiger Wacholder, vertreibe negative Energien und gib neuen Mut. Wirke reinigen und vertreibe alle bösen Geister. Die bösen Geister sind die schlechten Gedanken. Ja, Thymian, schütze die Menschen vor Krankheit und Gebrechen. Reinige sie, heile sie, beschütze sie. Vertreibe Angst und Schrecken und Not und hilf bei der Schaffung von Selbstbewusstsein und Vertrauen. Er sorgt auch für einen guten Schlaf. Ja. Brenne, brenne! Ja.
jetzt der Salbei, der Gute für den Hals. Schätze die Menschen, stärke ihre Konzentration und verschaffe Zugang zu höherem Bewusstsein. Entfalte deine Heilkraft, gib Stärke. Habt ihr davon ausreichend Ja. für das hohe Bewusstsein? Selbstverständlich. Ich denke, es wird genug sein. Und jetzt der Lorbeer. Wo ist er da? Er fördert den Geist, er schärft die Sinne und sorgt für Klarheit. Ja, Lorbeer, sorge für Wachheit und körperliche Leistung. Deine Kraft sei stets von Erfolg gekrönt. Das wussten auch schon die Ahnen. Oh ja, und jetzt der edle Rosmarin. Entfalte deine reinigende Wirkung, stifte Ruhe und Zufriedenheit. Stärke den Willen und erwecke die Schöpfungs- und Schaffenskraft. Das sind wohl eure liebsten Kräuter. Ja, wie kommt ihr darauf? Hm? Die Schöpfung und Schaffenskraft ist doch die der Fleißigen bestimmt. Ja, so wie mit mir. Ja, ich muss zugeben, es gefällt mir. Aber jetzt der Beifuß. Reinigt den Körper und den Geist der Menschen, er löst alle Schwierigkeiten und schafft einen Neuanfang. Und er ist lecker zu Gänsebraten. Das gefällt dir, oder? Ja, das gefällt mir, aber macht weiter. Ach, Tinne, die Nächte sind lang und auch wieder kurz. Oh, die Kamille hilft den Menschen auf vielfältige Art. Er vertreibt Ärger und Wut und Trauer, besänftige und sorge für einen Ausgleich der Gemüter. Aktiviere die Selbstheilungskräfte und sorge für wohltuende Entspannung. Schenken den Menschen innere Ruhe. Davon kann es nie genug geben. Ja. Und nun die wohltuende Melisse. Entfalte deine Wirkung bei schlechtem Schlaf und beim Bauchkrummeln. Ruhige und schenke neue Abwehrkräfte, neue Energie. Sie darf mir nie fehlen, vor allem für mein Bäuchlein. Das wäre auch gut für meine Nerven. Ja. Und jetzt die Minze. Riech mal, Minze. Sie schärft den Geist. Sie beruhigt die Nerven und sorgt bei Niedergeschlagenheit für Trost und Aufmunterung. Auch wäre das was für meine Seele. Was quält denn eure Nerven, hä? Für die dienen wir hier den ganzen Zauber machen. Für die Menschen. Dafür verbrennen wir diese wunderbaren Kräuter. Und jetzt noch die Lavendel und die Rosenblätter. Wo ist sie da? Lavendel und Rosenblätter besänftigen und beruhigen die Gefühle. Sie vertreiben schlechte Gedanken und böse Geister. Und sie sorgen für eine gerechte Ausgeglichenheit hier auf Erden. Ja, haben wir alle? Jetzt haben wir alle. Was seid ihr denn für ein Griesgram? Was seid ihr denn so beleidigt auf diese Menschen? Ha? Davon fehlt euch doch von euch allem alles. Nein, seid doch optimistisch. Wir geben diesen armen Menschen nun Zeit. Riecht ihr was? Geben wir ihnen nun Zeit, sich mit dem Wohlgeruch
der Kräuter Gedanken über die Zukunft zu machen. Euren Optimismus kann ich mit mir nicht teilen. Die Vergangenheit liegt jetzt hinter uns. Das Jahr 2023 ist Vergangenheit. Blicken wir mit den heilenden Kräften der Kräuter in das kommende Jahr. Auf die Wünsche und Ziele, auf Erfolge und Erstrebten, auf Zuversicht und Zufriedenheit. Das geht am besten mit schöner Musik. Ja, jetzt habt ihr euch schon fast eine Ratspause verdient. Gell? Vielen Dank für euer interessiertes Zuhören. Jetzt spielen wir mit der Musik einen Auf und Ab, in dem Sie gern sich mitbewegen dürfen, aber aufpassen, dass nicht zur falschen Zeit abstehen. Ne? Und dann machen wir anschließend eine Viertelstunde Pause. Und wenn wir jetzt mit der Musik spielen, Albert, habt ihr schon soweit, dann nutzt
die Sammlermannschaft, das um Aeropolis anhält. Ich habe gehört, wir wollen das Kinderhaus und für die Jugendarbeit verwenden.
das schon gemerkt? Pause ist aus. Dabei haben Pausen so schön, zum Beispiel für den Auf. Der hockt draußen in Heilbrunn in der Sonne und träumt von einem Bradl und von einem Wein. Mei, so ein Auf möchte ich sein. Was hast du? Oh, seht, Meister! Die Menschen tragen noch immer ihre schlechten und traurigen Gedanken vom letzten Jahr mit sich herum. Schaut in diese Augen. Fällt es Ihnen so schwer, sich davon zu lösen? Ja, manche tragen schwer. Manche können nicht verzeihen. Manche können nicht loslassen. Wollte Sie nicht langsam dazu auffordern, sich davon zu befreien? Gebt ihnen doch noch einen Moment Zeit, Meister. Es ist nicht leicht, sie vom Gewohnten und Geliebten zu trennen. Und schlechte Gedanken wie Rache, Habgier und Neid geben Sie sehr ungerne ab. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Die schwerste Bürde schleppen sie gern die ganze Zeit mit sich herum. Und dabei haben Sie doch gar nicht so viel davon. Wie schnell ist doch so ein kleines Menschenleben gelebt und vorbei. Es folgt Generation auf Generation und die Ahnen geraten im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Oh ja, und so wird auch das Wissen der Ahnen vergessen. Was sind die Menschen doch für einfältig? Sie haben in all den Jahrhunderten nichts dazugelernt. Meister, so könnt ihr das nun auch nicht sagen. Was haben die Menschen doch für wunderbare Bauwerke geschaffen und Wunderwerke der Technik hervorgebracht. Ja, da waren sie mit beschäftigt, dass sie das Wesentliche oft vergessen haben,
darüber hinaus noch die Zeit. Darüber sollten Sie nachdenken. Dann geben wir Ihnen doch jetzt noch ein bisschen Zeit. Ihr lieben Menschen, sammelt nun eure Gedanken und führt sie zu allem Schlechten und Traurigen der vergangenen Zeit. Macht euch bewusst, was ihr Schlechtes und Trauriges erlebt oder sogar getan habt. Macht euren Geist frei von diesen Gedanken. Für alle Ewigkeit überfasst diese nun der Macht, überlasst sie ihnen und der Heilkraft des reinigen Feuers. Werft nun alles Schlechte und traurigen Erinnerungen in das Feuer. Möge nun alles Schlechte und Traurige des vergangenen Jahres überwunden sein und für die Zukunft in diesem Feuer gebannt sein. Möge die Kraft des Feuers Platz und Raum für Neues schaffen. Oh, was für eine wunderbare Rauhnacht, Meister. Dankeschön. Ihr habt schon gemerkt, es gibt heuer kein Liedplatz, kein Textzettel zum Mitsingen. Beim nächsten Lied darf ihr mitsingen. Oder jetzt singen wir als erstes den Refrain, aber miteinander. Ich glaube, dass jeder kommt dahin. Ja, bei mir Mondschein, Brüder sind, und in der Früh erst wann geht an. Ja, bei mir Mondschein, Brüder sind, und in der Früh erst
erst vor. Machen wir gerne mal miteinander. Ja, weil wir Mondschein Brüder sind und in der Früh erst vorn gelangt. Ja, weil wir Mondschein Brüder sind und in der Früh erst vorn gelangt. Sagt der Vater zu der Mutter, unsere Burma, da hat's gefällt. In unsere Burma, die sind unten, die versaufen ganz Geld. Ja, weil wir Mondschein Brüder sind, und in der Früh erst vorn gelangt. Ja, weil wir Mondschein Brüder sind, und in der Früh erst vorn gelangt. Und die Kathi kauft ihren Rani, und sie geht ins Hofbräuhaus. Sie wird besoffen und macht Spektakel, und der Wirt, der schmeißt sie raus. Ja, weil wir Mondschein Brüder sind, und in der Früh erst vorn gelangt. Ja, weil wir Mondschein Brüder sind, und in der Früh erst vorn gelangt. Und der Adam und die Eva schwimmen beide über See. Und der Adam schwimmt am Rücken und die Eva auf der Höhe. Ja, weil wir Mondschein Brüder sind, und in der Früh erst vorn gelangt. Nicht voll im Brunst. Ja, weil wir Mondschein Brüder sind, und in der Früh erst vorn gelangt. Ja, wir haben ja von Franz heute schon gehört, dass die schwarze Holunder, wo wir halt sagen, voller Stauern, die Heilpflanze oder Arzneipflanze des Jahres ist. Und viele andere Sachen sind zum Ding des Jahres ausgerufen worden. Zum Beispiel der Kiebitz als Vogel des Jahres. Bewusst habe ich ein einziges Mal einen Kiebitz gesehen, vor ein paar Jahren an der Baustelle von der B15 draußen, B15 Mai. Man sieht es bloß nicht ganz selten. Das Wildtier des Jahres, das haben wir öfter gesehen, leider oft zusammengefahren auf der Straße. Das ist der Igel. Wisst ihr, dass ein Igel, wenn man auf Welkum gerade mal so 12 bis 20 Gramm schwer ist und 100 weiße Stacheln hat? Wenn er ausgewachsen ist, oder 6.000 bis 8.000 Gramm. Das Reptil des Jahres, die Kreuzotter. Ja, da sagt man gleich, boah, ich war auch überrascht, vor 120 Jahren hat es noch Fangprämien gegeben, wenn man eine Kreuzotter erschlagen hat. Also, und heute gibt es praktisch keine. Der Fisch des Jahres ist der Dorsch,
außerhalb Deutschland wird eigentlich Kabeljau genannt. Der Dorsch zwischen 1 Meter bis zu 1,60 Meter groß, über 40 Kilo schwer, bis 25 Jahre kann der alt werden. Ein gefräßiger Reiber, der bekannteste Bewohner der Küstengewässer und Meere. Jetzt werden wir aber ein kleiner. Bloß 14 bis 20 mm groß ist nämlich das Insekt des Jahres. Der Typhoeus. Ja, wir sagen Stierkäfer, manchmal sagen wir einen Mistkäfer dazu. Glänzend schwarz, rollt er seine Kugeln zusammen, sein imposantes Geweih vom Stierkäfer. Er baut Tunneln, rollt seine Kotkugeln. Und der Heimatforscher Franz Xaver Schönwert hat interessante Geschichten und Märchen auch über den Prinz Rostzwiebel aufgeschrieben. So heißt er in manchen Gegenden der Oberpfalz. Der Mosel-Apollo-Falter mit seiner auffälligen Zeichnung aus schwarze Flecken und rote gefüllte Ringe ist der Schmetterling des Jahres. Und die blau-schwarze Holzbiene, die Wildbiene des Jahres. Eine Solitärbiene, also die braucht keine Völker, keine Königin, eine einzelne Biene. Und weil sie so starke Beißwerkzeuge hat, dass sie in Holz eine beißen kann und die Sechsbar rausfallen, daher der Name Holzbiene. Der Pilz des Jahres, der Schopftintling, wahrscheinlich werden wir von Namen nicht kennen, war ein, wenn er frisch und weiß ist, zum Verzehr gut geeignet. Er schmeckt gut und ist gesund. In fernöstlichen Heilkunde verwendet man ihn für die Förderung der Verdauung, Regulierung vom Blutzuckerspiegel, er stabilisiert das Immunsystem. Leider verdirbt er sehr leicht und wenn er verdirbt, tropft er praktisch, sein Haum wird schwarz und vor allem gegen schwarze Tropfen voll runter. Man sieht ihn auch bei uns in die Wälder. Und diese schwarze, fließende Haut hat man als Tinte gesammelt, vor 300 Jahren hat man da Bücher geschrieben und die kann man heute noch lesen. Also eine sehr haltbare Tinte. Der Baum des Jahres, die Mehlbeere. Da bin ich, wie ich das rausgeschrieben habe, habe ich gedacht, ja, also Mehlbeere, ein Rosengewächs, kann aber auch ein Baum bis 12 bis 15 Meter werden. Ein Alter von 150 bis 200 Jahren. Aber die Früchte, die er hat, diese roten Beeren, sind Äpfel. Die mehlig süß sind, aus denen kann man eine Marmelade, Gelee, Saft oder Essig machen. Ich glaube, dass man aber ein Haus oder ein Friedhof steht, dass ein Maulbeerbaum liegt. Die Grasnelke ist die Blume des Jahres. Obwohl es eine sehr robuste Wildblume ist, geht es mehr und mehr verloren und quillt jetzt wieder, weil die in Städten für die Dachbegrünung mitverwendet wird. Also die Grasnelken. Die Mückenhändelwurz als Orchidee des Jahres und wichtiger für uns zum Essen, das Gemüse des Jahres. Ja, wir sagen eigentlich selten rote Beete. Wir sagen eher Rhodioraner. Rhodioraner haben gesund, haben entzündungsfördernde Enzyme und hat positive Wirkung auf die Knochenstoffwechsel. Das Muskelwachstum, also wenn man nur Rhodioraner ist, kriegt man solche Muskeln. Und gut für die Gehirnfunktion. Aber Vorsicht, wer Nierensteiner hat, sollte weniger Rhodioraner essen. Die Heilpflanze hat der Franz schon beschrieben, den Holunder, den schwarzen, der viel Vitamin C hat. Und ich glaube, das hat er auch in seinem Gedicht mit einer Reaktion gehört. Jeder kennt den Holler, nicht mehrfach im Jahr von der Blühe bis zu den schwarzen Beeren. Gut verwendbar. Und der Spruch, dass man aus Respekt vor den segensreichen Wirkungen einen Hut zieht, wenn man an der Hollerstange vorbeigeht, ich glaube, den kennt auch jeder. Ja, der alte hat noch nicht kennt. Muss der mal sagen, dem Herrn. Die Staude des Jahres, der Blutweilrich, die Giftpflanze, der Blauregen. Ja, ist sehr giftig,
Wurzeln, Rinde, Zweige, Früchte, alles Samen, alles giftig. Schaut schön aus, wenn er so wächst und seine Blüten so oberhängen. Gell? Die St. Veiter Pelzkirsche ist die Streuobstsorte des Jahres. Ich habe nachgeschaut, das ist eine fingernagelgroße schwarze Kirsche. Der Waldboden ist der Boden des Jahres. Der Waldboden, denkt man erst einmal Waldboden, aber wenn man mal überlegt, den Waldboden gibt es gar nicht, weil unter jedem Baum ist der Waldboden anders. Sind es Nadeln, sind es Laub, was für Nadel, die Gräser, die Pflanzen, die dort wachsen, das Altholz, das da liegt, die Schwammerl, die Tiere, die da sind, die da verwesen, also der Waldboden ganz vielseitig. Und wenn man das so überlegt, das ist mir erst, wie das gelesen habe, eingefallen, eigentlich der einzige Boden, der nicht bearbeitet wird. Alle anderen, ob das der Rasen ist im Garten, oder das unter die Stauen, in die Bettels, auf die Felder, der Sand am Strand, alles ist in Bewegung, der Waldboden wird nicht bearbeitet. Das ist fast wie bei uns daheim im Garten, gell? Ja, wir haben einen Naturnahen. Die Naturnahe ist auch wichtig, Naturnähe für die Flusslandschaft des Jahres. Wir waren schon mal an der Stepenitz, ein Fluss mit gute 80 Kilometer Länge im nordwestlichen Brandenburg. Und der Fluss hat einen ganz hohen Fischartenreichtum, einen selbst erhaltenen Bachforellenbestand, also muss nichts nachgesetzt werden. Und sogar atlantische Lachs geht zur Ableichen bis in die Stepenitz ein. Der mündet übrigens bei Wittenberge in die Elbe. Wird jetzt auch zum Hochwasser beitragen. Kochelwasser haben wir gerade in Augsburg. Der Augsburger Stadtwald, auch der Lechauwald ist die Kulturlandschaft des Jahres. Ganz aus dem Norden, aus dem Ostseebad Schönberg in den historischen Regionen Propstei, im Kreis Plön, also an der Nordsee, kommt die Tracht des Jahres, die Propstei-Tracht, die der Deutsche Trachtenverband jährlich ausruft. Voriges Jahr war es die Egerländler Tracht. Ja, und zum Abschluss habe ich jetzt noch das Musikinstrument des Jahres. Habt vielleicht gehört, das ist die Tuba. In die 1830er Jahren ist die erst in Berlin erfunden worden für die Militärkapellen. Wer ein bisschen was von Musik versteht, mit der Tuba kann man zwischen 3 und 4 Oktaven spielen. Ja, stimmt das? 4 Oktaven? Ja, ich 2. Okay. Aber wir müssen den Bernhard fragen, der hat 3,5 bis 4 drauf, oder? Der Bernhard hat 4 Oktaven drauf. Ja, so eine Tuba, je nachdem wie es bestimmt ist dieses konische Rohr 3,5 bis 5 Meter lang. So eine B-Tuba wie der Max. Der Max kannst du ja mal hochheben. Der Max hat jetzt da ein 5 Meter langes Rohr in der Hand, das konisch zuläuft mit einem Verhältnis von 1 zu 20. Also oben der Trichter ist 20 mal so groß wie das Mundstück. Und was schätzt ihr, wie viel Wasser in so eine Tuba reinpassen? 10 Liter. Ja, 10 Liter, wer bietet mehr? 100 nicht ganz. 20. Nicht. 25 Liter hängen in die Tuba rein. Ja. Und eine Tuba, weil teuer ist die, das kommt darauf an, es gibt vielleicht schon für 2.000, 3.000 Euro eine, aber eine gut spielbare haben wir bei 10.000 und mehr Euro gut dabei. Ja, da muss der Pedalmusikant lang spielen, bis sie die beieinander. Hoffentlich haben sie dazu beitragen, dass er sich auch nicht leisten kann. Ja, und die größte Tuba Deutschlands, die steht in Markneukirchen, eine alte Instrumentenbauerstadt, ist 2 Meter hoch und wiegt 50 Kilo, ist spielbar. Und dann gibt es also interessante Sachen oder verrückte Sachen. In Amerika haben sie am 7. Dezember 2018 Tubisten getroffen und haben miteinander musiziert. 835 Tubisten haben miteinander gespielt. Weil es der 7. Dezember war, jetzt Rotz was gespielt haben, Weihnachtslieder. Aber das Besondere
sie haben miteinander Stille Nacht gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. 835 Gruppen spielen miteinander Stille Nacht. Das ist keine Stille Nacht. So, also das Instrument des Jahres, das kommt jetzt zum Einsatz. Wir spielen jetzt einen Marsch und in Märsche, bei uns gibt es oft im zweiten Teil einen Bass-Solo-Teil und den der heute noch gespielt. Zu Ehren des Instruments des Jahres. Dankeschön. Und jetzt kommt die Musik der Familie Graf befreit und drauf der Franz mit einer nachdenklichen Sache zu der Zeit.
Ja, jetzt kommt was zum Nachdenken. Um den Wert von einem Jahr zum Erfahren, frag einen Schüler, der durch die Abschlussprüfung gefallen ist. Um den Wert von einem Monat zu erfahren, frag eine Mutter, die ihr Kind bald gekriegt hat. Um den Wert von einer Woche zu erfahren, frag den Herausgeber von einer Wochenzeitschrift. Um den Wert von einem Tag zu erfahren, frag einen, der sein Endkimmer sieht. Um den Wert von einer Stunde zu erfahren, frag zwei verliebte Leute, die darauf warten, dass sie wieder zusammenkommen. Um den Wert von einer Minute zu erfahren, frag einen, der seinen Zug verpasst hat. Um einen Wert von einer Sekunde zu erfahren, frag einen, der bei einem Unfall haarscharf am Tod vorbei ist. Um den Wert von einer Millisekunde zu erfahren, frag einen, der bloß die Silbermedaille gewonnen hat. Ja, liebe Leute, die Zeit wartet auf keinen. Sammelt's an jedem Moment, der euch bleibt, weil er ist wertvoll. Am besten teilt's den Moment mit einem besonderen Menschen, dann ist er noch viel, viel, viel mehr wert. Das waren meine Verse. Soweit, der Franz wünscht euch alle eine gute Zeit. Ja, und wir, wenn wir es ausgemacht hätten, gell, geht es in den nächsten Jahren genau um die Zeit. Wir Spadis auf der Wirtshausuhr, auf der Wirtshausuhr ist 7. Da werden daheim die Kinder eingesperrt, die hocken auf ihren Stangen. Da ist zum Heimgehen noch nicht Zeit, da wartet man noch ein wenig. Da trink ich noch eins, da trink ich auch noch eins, aber nachher gehen wir heim. Wir Spadis auf der Wirtshausuhr, auf der Wirtshausuhr ist 8. Da werden daheim die Kinder Zeit und kummer in ihr Bett. Da ist die Stumm voll Kindergeschrei, da brauchen's uns noch nicht. Da trink ich noch eins, da trink ich auch noch eins, aber nachher gehen wir heim. Wir Spadis auf der Wirtshausuhr, auf der Wirtshausuhr ist 9. Da rammt der Knecht den Besen auf, die Magd hilft auch dazu. Da wollen wir noch im Wirtshaus bleiben, dann haben sie schön ihre Ruhe. Da trink ich noch eins, da trinkst du auch noch eins, aber nachher gehen wir heim. Wir Spadis auf der Wirtshausuhr, auf der Wirtshausuhr ist 10. Jetzt sticht der Wirt ein Fassel an, stellt Massen hier rein. Ja, jetzt können wir noch nicht heim, der darf's uns nicht verzeihen. Da trink ich noch eins, da trink ich auch noch eins, aber nachher gehen wir heim. Wir Spadis auf der Wirtshausuhr, auf der Wirtshausuhr ist 11.
Jetzt ward die Frau mit Nudelholz mit einem Mordstrumpbrocker. Von einem Weibsbild lassen wir uns nicht schlagen. Drum bleiben wir jetzt noch hocken. Da trink ich noch eins, ja, da trink ich auch noch eins. Aber nachher gehen wir heim. Wir Spadis auf der Wirtshausuhr, auf der Wirtshausuhr ist 12. Es schlaft die Frau und gibt dann Ruhe. Jetzt ist sie immer gefährlich, dann wird sie auch die Augen schon zu. Und wir sagen jetzt ehrlich, da trink ich noch eins, ja, da trink ich auch noch eins. Aber nachher gehen wir heim. Wenn man ein Bier trinkt und ein Lied singt, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Wo man das aufschlacht und draus wird Schmack, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Und wenn man heimkommt und die Old brummt, da ist es scheißlich, scheißlich auf der Welt. Wo man einen Schnaps kauft und nichts zahlen braucht, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Prost miteinander. Ja, liebe Gäste aus nah und fern, liebe Freunde des heimischen Brauchtums. Vergelt's Gott für euer dabei sein, darf ich sagen. Vergelt's Gott und Dankeschön alle, die dazu beigetragen haben. Pfarrer Eichinger, dass wir ins Haus rein dürfen, Pfarrgemeinderat für die Bewirtung, fürs Würstelkocher, das Bier ausschenken, das Glasl ausspielen, für den Aufbau und Bestuhlung beim Bürgerverein, alle, die mitgeholfen haben bei der Tischdekoration, der Presse, also wir waren ganz überrascht, die Woche Charivari, TVA, alle haben sich für unsere Raunacht-Sitzverleih interessiert, freut uns, schauen wir, was berichten. Normal kommt es am Mittwoch im TV aktuell gesendet. Ja, vergelt's Gott, sage ich gerne und euch für eure Spenden, auch im Namen der Sternsinger, die ist ja nicht für sich dann, das wissen wir alle. Vergelt's Gott für die Spenden fürs Kinderhaus und unsere Jugendarbeit. Vergelt's Gott alle Mitwirkenden, die Sternsinger. Ich weiß nicht, ich habe vorher überlegt, fahre ich einmal auf, ich habe es vorgestempelt, ich weiß es nicht. Sind wir oben, ja. Ja, also, Dankeschön, dass Sie da waren bei uns. Es ist immer wieder eine Freude, wenn man die Kinder, die Jugendlichen zeigt, wie sie sich engagieren. Der Teil, 360 € haben sie eingenommen, haben sie mir doch gesagt. Also, bravo, ganz gut. Vergelt's Gott alle. Ja, vergelt's Gott auch unsere Mitwirkenden da auf der Bühne und im Saal. Ich glaube, da werden wir heute als erstes schon den Bertolt Pirzer und den Erasmus Gehlhardt
nennen, die uns eindrucksvoll in die Raunächte eingeführt haben und so manches Geheimnis gesagt. Wir haben vorhin gefragt, wie ist das mit den 12 nicht? Ist der eine, der schon 16 Mal bei der Raunacht dabei ist, sowieso nicht, wie es Richard was geht. Also vielen Dank, Berthold und Erasmus. Ja, einen herzlichen Dank unsere Musikanten. Der Stimmmusik von der 8. Verein Ringsburgstamm, die Lisa am Hackbrett und die uns wir anderen alle gruppieren, die Stefanie, die Luise, der Richard und die. Vielen Dank für euer Mitspielen. Ja, Familie Klaus und Frank ist ja aus der Hauserer Matadoren mit dabei. Herzlichst vergelt's Gott, Heike, Birgit, Monika, Walter und natürlich auch an Franz für seine Geschichte. Vielen Dank dafür. Ja, der junge Klaus ist auch schon, die Hälfte auf, Klaus. Wir werden nämlich heuer schon wieder ein Jahr älter. Jetzt überlegen Sie uns schon hin. Ja, also seit 26 Jahren sind wir jetzt miteinander unterwegs und haben noch eine Freude an der Musik und machen wir weiter. Klaus, danke, dass du heute mit dabei warst. Ja, und die Trachtenkapelle, das jetzt wird schon bald Bühne weg ab. Jetzt freuen wir uns. Bei der letzten Veranstaltung haben wir einen schönen runden Geburtstag feiern dürfen. Helmut, nochmal herzlichen Glückwunsch. Gell? Da ist der Nachwuchs schon vorgestellt worden. Also unter der Leitung ist diese Kapelle vom Richard Grosser und wenn er nicht so ganz fit ist, dann kommt der Simon drauf. Herzlichen Dank an alle die Musikanten. Musikanten, es ist alle Musikanten, alle Sänger, die wo in der Gruppe sind, die kennen das, wird viel geprobt, man probiert was aus. Und freut sich natürlich, wenn man wo spielen kann und auftreten kann. Und unser Ziel ist jetzt, dass wir im Sommer beim 44. Bayerischen Nordgau-Tag in Grafenwöhr, da wollen wir den Morgentanz spielen, am Samstag in der Früh um 7 Uhr, die Grafenwöhr können nicht so raufstehen. Da wollen wir jetzt den Tanz einmal spielen auch. Und da schauen wir, dass wir Grafenwöhr aufwecken. Und wer sagt, so lange will er mit dem Tanzen nicht warten, ihr habt es gesehen, auf Tisch habe ich es ausgelegt, am 27. Januar ist der Ball der Regensburger Trachtenvereine im Spitalgarten, da spielt die Gaudrachenkapelle aus Beratshausen. Herzlich willkommen, kommt gern. Es gibt Volkstanz, Gesellschaftstanz, da gibt es einen Tango genauso wie einen Foxtrot, wo man kann auch wegen Schrofen und dann gibt es wieder Zwiebeln. Ganz gemischt. Also, das war der kleine Werbeblock. Für euer Glück und eure Gesundheit könnt ihr selber was tun. Ich bringe euch den Spruch nochmal in Erinnerung. Wer von den Hennen unbemerkt in den Hühnerstall ein- und auskriechen kann, also nochmal auf Polisch, ohne dass die Hähner merken, beim Hähnerloch reingreilen und rausgreilen kann, der bleibt das ganze Jahr glücklich und gesund. Also, auf geht's, sucht euch einen Hühnerstall und greilt's aus. So, und jetzt haben wir noch ein Lied miteinander. Das ist jetzt ein Experiment. Wir sind nämlich jetzt miteinander dreistimmig. Also, der Text, ich glaube, das wird generell die allermeisten, die rumgekauft, die hören am Blick nur besser. Ja, ich war bereit, natürlich. So, also, jetzt singen wir mal die erste Strophe, die erste Stimme. Wer sagt, der kann nicht her singen, der singt dann das. Wann sollte ich
Tenorstimme haben oder die Frau. Probieren wir mal. Einstimmig, erste Stimme, können wir es gerade so machen. Horn, geh mal's nicht, wo sollte bleiben? Kugel sollte immer, Kegel sollte scheinen. Horn, geh mal's nicht, wo bleiben wir's nicht? Kegel, Kugel, scheinen wir's nicht. So, zweite Stimme einfach, für die Musik ans Herz drunter. Horn, sind die Weg, wo sollt man bleiben? Kegel sollte nimmer, Kegel sollte verschreien. Horn, gehen wir's nicht, wo bleiben wir's nicht? Kegel, Kugel, scheinen wir's nicht. Hat sich schon jeder entschieden, ob er lieber her singt oder mitgelange? Gut, und dann haben wir für die, alle, die jetzt noch gefragt haben, dass auch noch etwas kommt. Ja, wir haben uns entschieden für die Oberpfälzer Variante, den sogenannten Schusterpass. Der geht also gerade dahin, wechselt bloß auf den Grund. Probieren wir es. Horn sollte gehen, wo sollte man bleiben? Kegel sollte man nimmer, Kugel sollte man scheinen. Horn, gehen wir nicht, wo bleiben wir nicht? Kegel, Kugel, scheinen wir's nicht. So, jetzt hat jeder eine Variante, vielleicht ziehen wir es dreistimmig. Haben wir soweit? Ja. Also. Der wird wahrscheinlich neunstimmig werden. Ja, genau. Horn sollte gehen, Gott sollte bleiben. Kugel sollte nimmer, Kegel sollte machen. Beste. Horn, gehen wir nicht, Gott sein wir's nicht. Kegel, Kugel, scheinen wir's nicht. Das singen wir nochmal, dann machen wir eine zweite Stimme. Also nochmal. Und gib uns einen Tonklaus. Ja, da dem was geht. Der Klaus hat uns keinen gescheiten Ton geben. Ja, jetzt ja nochmal. Jetzt wissen wir es. Horn sollte gehen, wo sollte bleiben? Kugel sollte immer, Kegel sollte scheinen. Horn, sehen wir's nicht, wo bleiben wir's nicht? Kegel, Kugel, scheinen wir's nicht. Und die zweite Strophe heißt: Horn sollte gehen, da sollte bleiben. Meiner Mutter sollte er nicht verreiben. Horn, da sage ich nicht, meiner Mutter reiben ist nicht. Bringen wir das an, oder? Horn sollte gehen, da sollte man bleiben. Meiner Mutter sollte man er nicht verreiben. Horn, geht man nicht, wo bleiben wir's nicht? Meiner Mutter reicht wir's nicht. Vielen Dank, bravo. So, das war jetzt ein Testsingen für den zu erweiterten Kirchenchor. Der Pfarrer hat ganz genau geschaut, wer noch dabei sein kann.
Du legst sie auf. Ja, also, Dankeschön. Ich wünsche mir einen guten Heimweg. Auch wenn wir heute ein paar Mal vom Schnee gesungen haben. Wenn man denkt, vor ein paar Jahren war der Ring alles Schnee gewesen. Gell? Da hätten vom Schneechaos in ganz Niedersachsen geredet. Und es war im Frühjahr das Hochwasser gekommen. Ja, also, kommt's gut an, bleibt's gesund. Und wir wünschen euch alle einen guten Rest des Jahres 2024. Fertig? Eins, zwei, drei. Thank you.